Herzlich willkommen zum Online-Gebetsabend. Es ist so schön, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns mit dir gemeinsam diese nächste Stunde zu verbringen, um einfach zu beten, um vor Gott zu kommen und einfach jetzt wirklich reinzutauchen, einzutauchen in das, was Gott heute vorhat. Isa, mega schön mit dir heute Abend zusammen. Hey, ich finde es cool, weil wir die Hour of Prayer häufig zusammen machen. Mega cool, dass wir auch hier gemeinsam das wieder machen können. Richtig gut. Hey, wir sind im Chat mit dabei. Ich habe meinen Laptop hier auf dem Schoß und wir haben den Chat auch oben auf dem Screen direkt mit drauf. Wir wollen den Chat einfach so nutzen, dass wir gemeinsam uns ermutigen, dass wir gemeinsam Gebetsanliegen austauschen, dass wir füreinander auch beten im Chat. Ich finde es so genial. Marco ist da, der uns einfach im Chat hostet und durchleitet. Marco, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. Aber lass uns den Chat einfach wirklich aktiv nutzen, um füreinander und miteinander jetzt in der Zeit zu beten. Isa, ich freue mich auf den Abend. Ja, ich mich auch. Oder? Ja, und vor allem eben das Interaktive. Ich liebe das. Ja. Ich liebe das wirklich so interaktiv mit euch zusammen diesen Abend verbringen zu dürfen. Ist einfach jedes Mal für mich eine krasse Bereicherung. Ja, es stimmt. Und ich sag's immer wieder, aber ich finde es so genial, dass wir mittlerweile eine so coole Community innerhalb der Online-Community des Chats auch haben, wo ihr einfach miteinander und füreinander betet. Das finde ich absolut Genau, genial. Ist auch cool. Eben, man liest hier zum Teil Namen, die immer wieder auftreten. Und das macht einfach Spaß. Ja, voll. Hey, heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir sind ja im Moment in der Serie drin, wo wir über Josef reden. Also wir haben das Buch, das Leo und Susanne rausgebracht haben, Träume wie niemals zuvor. Und diese Woche geht es wirklich um das Buch, um Josef und um seine Story. Und genau da werden wir auch heute einsteigen. Aber wir beten heute für und um und darüber um das Thema Arbeit. Darum soll es heute gehen, dass wir für Arbeit beten, und wir wollen Josef einfach als Grundlage nutzen, wie er gewisse Dinge gemacht hat, wie er gewisse Dinge angegangen ist, um dann einfach zu schauen, hey, was sind die Prinzipien, die wir daraus ziehen können, um dann einfach auch für dich, für uns einfach gemeinsam zu beten, für die Arbeit zu beten, oder? Genau. Und Josef ist so ein geniales Beispiel, so ein krasser Typ. Ich meine, was der erlebt hat, das ist wirklich mindblowing, und was er uns da an Weisheit und auch an Integrität und einfach an seinem Lifestyle mitgeben kann. Also das möchte ich wirklich nicht missen, und ich habe mich schon oft an seiner Geschichte orientiert, weil ich irgendwie einfach halt auch irgendwo drin steckte und ich brauchte Orientierung. Biblische Orientierung habe ich von Josef geholt. So gut. Genau. Also der Titel nochmal: Gebet für deine Arbeit, Josef und seine Arbeit. Und jetzt haben wir vorhin drüber geredet. Jetzt gibt es sicherlich Leute hier, die extrem happy sind in ihrem Job, was mega, mega schön ist. Dann gibt es sicherlich Leute, die gerade vielleicht ein bisschen herausgefordert sind, auch in ihrem Job. Oder es gibt Leute, die vielleicht auch im Moment auf Jobsuche sind, also im Moment arbeitslos sind. Und ich weiß nicht genau, in welcher Kategorie du dich jetzt gerade befindest. Aber was wir einfach machen wollen ist, es spielt gerade keine Rolle, wo du dich genau befindest. Was wir gerne machen wollen, ist, wir wollen uns einfach eine Zeit nehmen, wo wir für Leute anfangen zu beten, wo wir uns einfach einmal still werden wollen und wo wir einfach schauen wollen, hey, wen legt Gott mir aufs Herzen, wenn es um das Thema Arbeit geht. Vielleicht bist du es selber, vielleicht suchst du gerade Arbeit, oder vielleicht hast du gerade keine Arbeit, oder du brauchst eine Erfrischung oder Erneuerung in deinem Job, dann schreib deinen eigenen Namen auf. Wenn du aber merkst, hey, ich bin extrem happy in meinem Job und alles ist super und ich brauche eigentlich, also wir können immer für neue Sachen beten, aber du sagst, hey, eigentlich geht es vielleicht nicht ganz so um mich, aber vielleicht legt Gott dir da gerade eine andere Person aufs Herz, für die du jetzt ganz speziell beten darfst. Und auch die Prinzipien, über die wir reden, wo wir über Jesus sein Leben auch reden, dass es da nicht nur um dich oder um uns geht, aber dass wir dann an einen Punkt kommen, wo wir nicht für uns beten, sondern dass Gott uns vielleicht nutzt, um durch uns für diese andere Person zu
beten? Ist es in Ordnung, wenn wir das einfach machen? Hey, lass mich doch beten. Und dann werde ich einfach eine kurze Zeit still sein und dann werde ich einfach Amen sagen. Aber in der Zeit möchte ich, dass ihr alle einfach ein Blatt Papier rausholt oder das Smartphone rausholt und einfach mal den Namen aufschreibt, den Gott euch einfach aufs Herz legt. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, Jesus, dass wir gemeinsam hier jetzt reintauchen dürfen in die Story von Josef und von Josef lernen dürfen, wie er seine Arbeit angegangen ist, welche Prinzipien wir daraus lernen dürfen und wie wir unseren Arbeitsalltag so verändern dürfen, dass er gefüllt ist mit deiner Gunst und mit deiner Purpose, einfach mit deiner Vision, Jesus. Vater, und du weißt ganz genau, für wen diese Message jetzt ist. Du weißt ganz genau, wer diese Message jetzt braucht. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass wenn es Leute gibt, wo die Message vielleicht nicht direkt für uns ist, sondern für eine andere Person ist, Jesus, dass du uns diese Person jetzt aufs Herz legst, damit wir stellvertretend für diese Person jetzt einfach beten können, damit wir einen Fokus haben, der auf dich fokussiert ist, Jesus, weil es nicht um uns geht, sondern es geht um dich und um die Arbeit, die du tust und vor allen Dingen, wenn es darum geht, uns in andere und um andere Menschen zu kümmern, Jesus. Und ich danke dir auch, Vater, dass wir beten dürfen für uns selber in der Arbeit, in der wir drinstehen. Dass wir auch beten dürfen für Menschen, die keine Arbeit haben, gerne eine Arbeit hätten, aber keine finden oder aus gesundheitlichen Gründen, wie vorhin geschrieben im Chat, das nicht möglich ist zurzeit. Wir danken dir einfach, dass du jede Situation siehst und wir danken dir, dass du heute Abend sprichst durch diese Prinzipien, die Josef uns vorgelebt hat, durch die Bibel, dass wir einfach ermutigt werden und weitergehen können und wissen, dass du mit uns bist. Dass du uns keine Sekunde alleine lässt, dass du uns keine Sekunde vergisst, sondern dass du mit uns bist und dass du uns Ideen schenkst, ja. Und dass du uns hilfst, einfach in unserem Alltag drin, in der Arbeit drin, die so viele Stunden im Tag in Anspruch nimmt, mit dir vorwärts gehen können. Danke für deine Gedanken jetzt und danke, dass du, Heiliger Geist, gewaltig wirken wirst jetzt in den nächsten Minuten. Das ist eine Erwartung, die wir haben, dass du wirkst, Heiliger Geist, weil sonst können wir einpacken. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, wir brauchen dein Reden, wir brauchen, dass du wirkst und wir danken dir dafür. Amen. Ich möchte einfach für C.W. auch noch beten, weil sie im Chat gerade sagt, dass sie Rentnerin ist, aber ihren Mann pflegt und dass es heftiger ist als ihr Job. Und das möchte ich einfach hochhalten, dass es gerade vielleicht nicht unbedingt nur um Arbeit geht, sondern auch um solche Momente geht. Deswegen mega schön, dass du da bist. Wir wollen dich einfach segnen in Jesu Namen. Ja. Amen. Alright, hey, ich hoffe, dass ihr alle einen Namen habt, ob es euer eigener ist oder ob es ein anderer Name ist. Aber ich glaube, dass jetzt über diese nächste Stunde, die wir einfach jetzt gemeinsam haben, dass wir dort auch wirklich mit Purpose, was heißt Purpose auf Deutsch? Mit Vision, mit Leidenschaft und wirklich auch mit Vision da reingehen wollen, um das Herzblut. Und das mit Herzblut da reingehen. Ich lieb's. Hey, lass uns direkt in unseren ersten Bibelvers reinspringen, oder? Magst du den einmal vorlesen? Ja, unbedingt. Der steht in 1. Mose 39, 3-4 und da heißt es, und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand, also auf Josefs Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Und da kann ich nur sagen, wow. Josef war ein Ausländer. Yep. Ein Ausländer, ein Nobody. Yep.
ein ganz junger Mann, abgesehen davon, der war 17 Jahre jung. Ja. Und genau, also was muss dieser Josef richtig gemacht haben, dass ein Potiphar, der wirklich der Rang und Namen hatte damals, den so eingesetzt hat. Wahnsinn, oder? Also er muss was in ihm gesehen haben, was anders war als bei allen anderen. Und das Schöne daran finde ich, wenn ich hier das lese, dann weiß ich, er hat gesehen, wie der Herr mit Josef war. Ja. Das heißt, einerseits hatte er Gott auf seiner Seite und es muss eine besondere Beziehung zwischen Josef und Gott gegeben haben, dass er das so in seinen Job mit reingenommen hat, dass es einen Unterschied gemacht hat. Ja, genau. Und ich glaube aus tiefstem Herzen, dass es hier um Integrität, um harte Arbeit und um Gottvertrauen ging. Um Gottvertrauen, das haben wir gelesen, oder? Und Potiphar hat gemerkt, der Herr war mit Josef. Gottvertrauen, Integrität. Offenbar hat dieser Mann nicht nur geredet, sondern das, was er gesagt hat, das hat er auch in seiner Arbeit ausgedrückt. Vielleicht hat er gar nicht viel gesagt, vielleicht hat er einfach getan, was ihm aufgetragen wurde, oder? Er war loyal, er war integer und er hat hart gearbeitet. Also er war nicht ein Mann, der da stand, der im Selbstmitleid versumpfte als Opfer, weil er war das Opfer. Schlechthin, er war ein Opfer der Umstände, seine Brüder haben ihn verkauft, also ich möchte nicht, dass mir das geschehen würde, also keine Ahnung, aber das ist schon, da kannst du schon in eine Opferhaltung kommen, aber er hat seine Hände aus dem Hosensack, aus den Hosentaschen geholt und hat hart gearbeitet, steht. Jetzt steht jetzt so nicht in der Bibel, aber ich versetze mich einfach mal in die Situation von Josef rein. Du hast es gerade gesagt, er wurde verkauft. Ja. Er ist jetzt an einem Ort, der nicht sein Zuhause war. Er ist an einem Ort, wo er nicht sein will. Und doch hat er die Hände aus den Hosentaschen genommen und hat sich... Das interpretiere ich so. Ja, voll. Ja, nee, das ist super. Warum? Also wie kann man das denn machen? Also und wieso macht man das? Was glaubst du? Ja, das habe ich mich wirklich auch gefragt. Ich habe mich so an mich erinnert, was hätte ich getan, wäre ich an Josefs Stelle gewesen, oder? Und ich denke, das kann ich vielleicht herunterbrechen. Ich kann mich jetzt nicht in diese Zeit versetzen, sondern ich bin in dieser Zeit und wenn ich daran denke, ich hatte auch schon einen Job, da habe ich mich wirklich versklavt gefühlt in dem Sinne. Und es hat mir wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht und ich war an einem Ort, da ich überhaupt nicht sein wollte und ich habe mich gefragt, wie kam es so weit, dass ich überhaupt dorthin kam und trotzdem habe ich einfach versucht, weil ich Gott liebe und weil ich weiß, dass Gott mich ja keine Sekunde im Stich lässt, habe ich versucht, einfach das Beste zu geben. Ich habe versucht eben zu arbeiten und zwar hart zu arbeiten. Ich habe versucht, loyal, integer zu sein. Ich habe versucht, ja, was heißt loyal, integer? Ich habe versucht, einen Lifestyle zu leben, eben nicht faul zu sein, sondern das Beste zu geben. Und sich auch zu investieren, auch wenn man gewisse Dinge nicht richtig findet, nicht gut findet, was ja in seinem Fall 100%ig der Fall war. Es war ja eine ganz andere Kultur, in der er ja letztendlich auch war. Und wenn ich das jetzt mal auf unsere Situation heute wieder ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute hier jetzt auch gibt, die vielleicht nicht happy in ihrem Job sind, die vielleicht auch schon auf der Suche nach einem anderen Job sind, vielleicht schon woanders sind oder in dem Job drin sind und vielleicht auch gar nicht raus können, gar nicht raus wollen, aber trotzdem es gewisse Dinge gibt, die einfach nicht einfach 100% sind, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Und trotzdem eine Integrität und eine harte Arbeit an den Tag legt, wie Josef das getan hat, der genau in der gleichen Situation war, der nicht happy war mit der Gesamtsituation, aber sich so investiert hat, dass Potiphar das gemerkt hat. Ja, und das ist eben krass und ich glaube, in Integrität, das heißt auf Lateinisch auch Integritas und bedeutet so viel wie ungeteilt, oder? Und das wiederum bedeutet sich selber treu sein, sich selber treu bleiben. Und offensichtlich eben Josef war ein Mann, der Gott geliebt hat und er wollte sich selber treu sein, indem er eben diesen Gott nicht verrät oder vielleicht
wäre es für ihn wie ein Verrat gewesen, oder? Wenn ich mich jetzt einfach hier, ja, keine Ahnung, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, es kackt mich an, oder? Dann hätte er sich verleugnet und wäre sich selber nicht treu gewesen. Und ich finde, das macht mega Sinn und das spornt mich an, immer wieder in Situationen, die mir auch nicht behagen, die mir auch nicht liegen, versuchen eben mir selber treu zu sein und meine Prinzipien hochzuhalten, ob es mir passt oder nicht. Und den anderen Punkt, ich glaube darüber, was du jetzt gerade gesagt hast, da sollten wir gleich einfach für beten, gerade für Leute, aber ich glaube der andere Punkt ist auch, er hat Gott in ein nicht göttliches System reingebracht. Ja, krass, mega. Ja. Und das hat Potiphar gemerkt, dass es Josef gibt, was anders ist, also es ist etwas anders als an ihm und dass Potiphar ihm letztendlich mehr gegeben hat, liegt voll daran, dass er Integrität hatte und dass er hart gearbeitet hat, 100%. Ja. Aber ich glaube noch mehr, weil er immer wieder gesagt hat, hey Gott, ich vertraue dir. Und das bedeutet wiederum, er war treu, oder? Er war treu in dem drin und das ist schon mega, also mega erstaunlich. Und wollen wir beten? Hey, magst du uns leiten? Ist das gut? Ja, gerne. Ja, ich danke dir, Jesus, dass wir einfach von Josef diese Integrität lernen dürfen, diese Treue lernen dürfen, dieses sich selber treu bleiben und einfach auf dich zu vertrauen. Zu wissen, dass du unser Gott bist, der uns eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, keine Sekunde aus den Augen lässt, der bei uns ist, der uns hilft und der uns auch in schwierigen Zeiten einfach so leben lässt, wie es dir gefällt. Ich danke dir, dass du uns da immer wieder einfach den Mut schenkst, auch hinzuschauen und einfach zu sagen, okay, ich werde meine Arbeit jetzt richtig machen, ich werde alles geben und du, Gott, gibst den Rest dazu. Und ich danke dir, dass du uns da hilfst, dass du uns da durchführst und dass du uns da aber nicht nur einfach, dass wir das mit Mühsal tun, sondern dass du uns dabei auch Freude schenkst. Und dass, weil wir dich lieben und weil wir wissen, dass du ein Gott bist, dem nichts unmöglich ist, dass du ein Gott bist, der für uns ist und mit uns ist, dass wir Freude darin dürfen empfangen und empfinden und dass wir einen Unterschied machen in unserem Umfeld. Dass Menschen um uns herum durch das merken, hey, da ist etwas anderes. Was hat die Person, das ich nicht habe? Ich brauche das, ich wünsche mir das. Und dass unsere Vorgesetzten oder unsere Mitarbeiter auch fragen und nachfragen, hey, was hast du, was ist das, was dich anspornt? Und sich das auch wünschen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dabei hilfst und eben, dass du unser Gott bist, der uns das vorlebt und dass wir uns demnächst, falls das sein sollte, falls wir irgendwie mal einen Einbruch erleiden sollten, dass du uns diesen Josef vor Augen hältst und dass wir uns an ihm orientieren können in Bezug auf eben Integrität, auf dieses Gottvertrauen, auf dieses Arbeiten. Ich möchte einen Segen aussprechen über die Menschen, die sich vielleicht in so einer Situation fühlen, wie wir uns gerade in Josef reinversetzt haben, der aus einem anderen Land kam, der eine neue Umgebung hatte, der sicherlich viele Dinge machen musste, auf die er absolut keinen Bock hatte und trotzdem sich so investiert hat. Und den Segen möchte ich einfach aussprechen über den Menschen, bei denen das gerade Realität ist, dass du eine neue Vision schenkst, hart zu arbeiten und mit Integrität nach vorne zu gehen und auf dich, Jesus, zu schauen und dich in den Arbeitsplatz mit reinzunehmen. Ich glaube nicht, dass man ein christliches Umfeld braucht, um Jesus reinzubringen, sondern viel mehr noch, dass man wirklich Gott in dieses Arbeitsumfeld mit reinbringen darf und dass es einen Unterschied macht, in dem Arbeitsumfeld. Jesus, ich möchte dich auch bitten für die Menschen, die jetzt im Chat schon reingeschrieben haben, dass es dort einfach
Herausforderungen gibt für die eine Tochter, die Hilfe oder in ihrer Arbeit und in ihrer Familie braucht. Jesus, für die Dame, die geschrieben hat, dass sie Gebet braucht, und Jesus, dass du da einfach Weisheit schenkst, dass du Durchhaltevermögen schenkst, Jesus, und dass du einfach zeigst, was es ist, was wir machen dürfen, um dich, Jesus, in die Situation mit reinzubringen, Jesus. Und ich möchte dich bitten für die Personen, die sich ausgelaugt fühlen, die merken, hey, ich schaff's nicht mehr, hart zu arbeiten. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du neue Frische schenkst, dass du neue Kraft schenkst, und Jesus, dass du derjenige bist, der letztendlich diesen Unterschied macht, damit genau das passiert, was in dem ersten Teil von 1. Mose 39, Vers 3-4 steht, dass auch Potiphar merkte, dass der Herr auf der Seite von Josef war, dass der Herr auf seiner Seite war und ihm großen Erfolg schenkte. Jesus, sei du derjenige, der Erfolg schenkt. Und ich danke dir, dass du deine Güte zeigst, dass du deine Güte ausgehst und dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist. Danke von ganzem Herzen, dass du deine Güte ausgehst, weil wir uns dir zuwenden, weil wir dich bitten, weil wir dich brauchen und weil wir einfach wissen, dass du der bist, der uns helfen kann. Du bist die Hilfe, die wir brauchen. Wir schauen hinauf zu den Bergen und wir wissen, die Hilfe kommt nicht von den Bergen, sondern sie kommt von dir, unserem gewaltigen Gott. Und das spreche ich aus, über jede Situation, auch über der Situation von Rose, wie sie geschrieben hat, dass sie eine Blockade hat, und über allen anderen, die überfordert sind in ihrem Job, weil so viel abverlangt wird. Danke, dass du in jeder Überforderung drin bist und dass du weißt, um was es geht. Dass du auffängst, dass du tröstest und dass du Lösungen schenkst. Dass du Hilfe bietest. Du bist ein Gott, der spricht. Und das sprechen wir aus. Das sprechen wir aus jetzt, dass du empfangen darfst, was Gott dir zu sagen hat. Weil ich war auch mal in einem Job drin, da war ich völlig überfordert. Absolut, es war wirklich, es war eine Schuhnummer zu groß oder mindestens 2, 3 und ich war so überfordert, Pat. Es war so schlimm für mich und ich habe einfach gemerkt, ja, ich möchte alles geben oder respektive ich gebe alles, aber es reicht nicht. Und dann musste ich wie einen Strich ziehen und ich habe einfach gewusst, okay, Isa, jetzt musst du kündigen, weil das ist nicht der Job, offensichtlich, der für mich zugeschnitten ist oder der passt. Und das habe ich dann getan. Ich habe effektiv gekündigt und ich hatte noch keinen anderen Job. Das ist immer ein Wagnis, je nachdem, wie finanziell man dasteht, das ist klar, aber trotzdem, ich habe einfach in dem Moment gewusst, es ist richtig. Und ich habe das nicht aus blauäugig herausgetan, sondern ich habe wirklich intensiv gebetet und ich war Jesus, ich habe ihm so in den Ohren gelegen, aber ich habe einfach gewusst, jetzt ist die Zeit, es zu tun. Ich sage damit nicht, dass du deinen Job kündigen musst, auf gar keinen Fall, aber ich habe das nur erwähnt in Bezug auf, hey, Gottes Stimme hören. Er kann dir Kreativität, Innovation schenken, er kann dir sagen, was zu tun ist. Jetzt muss ich mir eine Frage nochmal darstellen, wo du gekündigt hast. Hast du auch im Job ausgeklingt und nichts mehr gemacht oder wie hast du den Job dann beendet? Also gerade wenn es um Integrität und harte Arbeit geht. Nein, ich habe den Job so beendet, man hat mich sogar nachher noch länger anstellen wollen. Man hat mich sogar gefragt, ob ich nicht doch bleiben möchte. Also interessant. Das zeigt, dass ich habe wirklich versucht, bis am Schluss mein Letztes zu geben. Cool. Das ist für mich einfach keine Frage, weil das hat eben für mich auch damit etwas zu tun. Ich liebe meinen Gott, er hilft mir immer, er ist immer für mich da und dann kann ich diesen Wert nicht untergraben und es ist für mich ein Wert, den Josef hier hochhält, den wir eigentlich in seiner Karriere sehen, vom Sklaven zum Vizekönig, das muss krass, mit Integrität zu tun haben und das ist für mich ein ganz hoher Wert, den ich leben möchte. So schön, dass deine Story, dass du das auch so gelebt hast damals, das ist echt cool, richtig cool zu sehen. Ja, danke dir.
Danke dir. Hey, wir können noch so viel mehr von Josef lernen. Ja, genau, und wir bleiben sind wir nicht stehen. Genau, bleiben wir nicht stehen. Lass uns weiterschauen. Was denn. Und zwar hat Josef weiterhin, wo wir einfach viel von ihm lernen können, ist, dass er dass etwas passiert ist, was wir gleich lesen werden, wo Macht und Verantwortung auf ihn ausgeübt wurde, die unfair war, und wie er dann aber diese Hindernisse überwunden hat. Wie er mit der Macht umgegangen ist, mit der Verantwortung, oder? Wahnsinn. Die ihm Potiphar Wahnsinn. übergeben hat. Wahnsinn. Und Mega zwar krass. steht in 1. Mose 39, Vers 7 bis 9 folgendes. Darum hatte auch Potiphars Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Aber Josef weigerte sich. Du weißt doch, mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Interessant, hey? Mega krass, mega krass. Ja. Diese Verantwortung, die er hier eben wahrgenommen hat, oder? Das ist schon unglaublich krass. Und das hat auch mit seiner ethischen Einstellung zu tun, Voll. oder? Ja. Voll. Also er hatte eine ethische Führung, wo er gesagt hat, hey, das ist das, wie ich möchte meinen Job tun, ich möchte ihn gut tun und ich möchte Integrität in dem Job haben. Und gleichzeitig ist er eine Linie gefahren, die Gott wohlgefällig war, weil sonst würde der erste Satz in 1. Mose 39 keinen Sinn machen, also Vers 3. Ja. Und auch Podium merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite war. Das heißt, Josef hatte einen Fokus, dass er so leben wollte, wie es dem Herrn, wie es Gott gefällt, nicht wie es Potiphar gefällt. Aber dadurch, dass er das hatte, hat Potiphar ihm Macht gegeben. Ja, weißt du, und was ich da so erstaunlich finde, ist, der Punkt ist ja, du lebst in einem fremden Land, du bist ein Sklave, du bist ein Nobody. Du weißt ganz genau, die können mit dir machen, was sie wollen. Du hast kein Brot, du hast keine Chance. Und oft geht es uns doch manchmal auch so, wir arbeiten vielleicht in einem Umfeld, da denkst du, ja, ich bin jetzt schon so und so alt, ich kann meinen Mund nicht aufmachen, oder ich kann nichts tun, weil sonst wird mir gekündigt, was auch immer da für Ängste hochkommen können. Ja. Und das ist schon krass, oder? Aber er hat sich getraut, nebst all den, ich weiß nicht wie viele Götter die Ägypter hatten, sich getraut, dem einen Gott zu dienen, Punkt. Und hat sich nicht versucht, sich der Umwelt anzupassen. Ja. Mach das mal mit 17. Das ist doch nicht normal, oder? Da kann doch nur Gott dahinter stecken. Ja. Der muss einen unglaublich tiefen Glauben gehabt haben, unser Josef. Und das ist so überwältigend. Das finde ich so schön, und ich möchte dafür beten, dass wir auch so einen Glauben haben. Das ist so etwas Schönes. Und Jesus, bitte, du siehst diesen krassen Glauben von diesem jungen Josef, und egal wie alt wir sind, wir wollen das auch. Wir wollen auch so einen krassen Glauben haben. Da können Tausende vor uns stehen, aber wir stehen mit unserem Gott und wir wissen, du bist mit uns. Wir wissen, du bist für uns. Und wir wissen, weil wir wissen, dass du der einzige wahre, lebendige Gott bist, der effektiv helfen kann. Und ich bitte dich jetzt einfach in dem Moment, dass du einen krassen Glauben ausschüttest, hinein in die Stuben zu Hause, dass so ein Glaube, wie Josef ihn hatte, in uns anfängt aufzusteigen und uns ganz übernimmt. Und es keine Frage mehr ist, wem wir dienen, sondern wir mit Stolz hinstehen können und dir dienen können, durch alle Böden durch. Und dass wir dann sehen, was du alles bewirken kannst. Und ich möchte für Menschen beten, die in Führungspositionen sind, sei es eine C-Level-Position, sei es ein Departmentleiter oder sei es einfach nur ein Teamleiter oder was auch immer, dass du in einer Führungsposition bist. Ich möchte beten, dass du Gottes Königreich mit reinbringst in
deine Arbeitsstelle. Ich segne dich, dass du genau das, was Josef getan hat, wo er ein Gottesbild in ein absolut gottesfremdes Umfeld mit reingebracht hat. Und ich glaube, dass wir das tun können. Ich glaube wirklich, dass wir von Gott ein Mandat bekommen haben, genau das zu tun. Und ich glaube, dass jeder das von uns kann, aber ich habe gerade einfach auf dem Herzen, dass wir für Führungspersonen da einfach beten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du Menschen jetzt salbst, dass du Menschen jetzt wirklich aussendest, zurück in ihr Business, wo sie Einfluss nehmen dürfen, wie sie mit ihren Arbeitskollegen umgehen, wie sie mit den Leuten umgehen, die sie leiten, wie sie mit Zahlen umgehen, wie sie mit Entscheidungen umgehen, Jesus, dass sie dein Handeln dort reinbringen, Jesus. Und dass es nicht darum geht, den Mächten der Welt und das Spiel der Welt zu spielen, um aufzusteigen, sondern dass es mehr darum geht, dass wir nach deinem Reich trachten, dass wir deine Idee, wie du möchtest, dass wir dein Königreich mit in diese Welt mit reinbringen, Jesus, und diese Welt verändern, weil dein Königreich damit reinkommt, Jesus. So wie Josef gemacht hat, der nicht irgendwie einen Umweg gegangen ist oder nicht irgendwie schwach geworden ist, sondern der eine ganz klare Linie gefahren ist und gesagt hat, hey, so sieht's aus, das glaube ich und diesen Schritt werde ich nicht gehen, den Schritt werde ich nicht machen, weil das gegen meinen Gott versündigt. Und ich finde es so interessant, oder? Weil er sagt in 1. Mose 39, Vers 7 bis 9, sagt er zu Potiphar, das und das zu Potiphars Frau, sagt er, das und das hat Potiphar mir gegeben. Er muss sich um nichts mehr kümmern, bla bla bla. Und dann aber sagt er im letzten Satz, wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Mega schön. Nicht nur gegen Potiphar sündigen und sagen, hey, er hat mir jetzt alles gegeben und ich würde ihm Unrecht tun, sondern zu sagen, er hat mir alles gegeben, also im Sinne von, er hat mir dieses Vertrauen gegeben, aber wenn ich das jetzt mache, versündige ich mich gegen Gott. Finde ich sehr, sehr interessant. Und das finde ich so schön, weil hier kommt Gott an erster Stelle. Wir würden jetzt heute sagen, Jesus first, oder? Ja, come on. Das ist so schön. Und ich glaube, wäre das okay, wenn wir jetzt vielleicht einfach eine halbe Minute, keine Ahnung wie lange, ruhig sind und uns einfach überlegen, hey, wie kann ich Gott wieder an erste Stelle setzen? Oder ist es okay? Oder ist Gott bei mir bereits an erster Stelle? Aber einfach, dass jeder für sich jetzt mal überlegt, hey, wo steht mein Gott? An welcher Stelle? Come on. Okay? Ja, mega. Vielleicht haben wir sogar Musik, die wir einspielen können, aber super. Cool. Und Jesus, ich kann dich an diesem Punkt einfach nur wirklich jetzt in dem Moment um Vergebung bitten. Einfach für mich ganz persönlich. Dort, wo ich dich nicht an erste Stelle setze. Dort, wo mir die Meinung anderer wichtiger sind. Oder dort, wo ich ganz genau weiß, es wäre jetzt dran, hier ein Statement zu setzen, ich es aber nicht tue aus Angst oder... Und ich bitte dich einfach für mein ganz persönliches Leben, dass du in jedem meiner Bereiche den ersten Platz einnimmst. Und auch hier bei der Arbeit, dass ich wirklich einfach sauber sein kann, dass ich diszipliniert sein kann, dass ich eben einfach
dass ich wirklich so arbeiten kann, wie es dir gefällt. Und dich in allem einfach zuvorderst hinstelle. Egal wer vor mir steht, ich weiß, wer hinter mir steht und das bist du. Egal wer vor mir steht, weil ich weiß, dass du hinter mir stehst, kann ich dich immer an erster Stelle setzen. Und das muss ich nicht hinaus posaunen, sondern das darf ich leben. Das brauche ich nicht mit Worten auszudrücken, sondern das soll ein Lifestyle sein, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns einfach hilfst, dass wir uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen müssen, sondern dass wir uns verändern lassen können durch deinen Heiligen Geist. Immer und immer wieder und so einfach die Courage auch haben, dich immer und zu jeder Zeit an erste Stelle zu setzen. Wenn es darum geht, eben sauber zu sein, nicht zu betrügen, wenn es darum geht, nicht zu ellbögeln oder schlecht zu schwatzen oder was weiß ich. Ich danke dir, Jesus, dass du uns da mega krass hilfst. Ja, eben, siehst du, das liebe ich, weil Gott überführt immer, ob wir vor der Kamera stehen oder nicht, oder? Und das ist eben schon schön. Voll. Schon schön. Und ich finde es halt krass, weil im Prinzip die Frau von Potiphar natürlich jetzt ihre Macht oder ihre Position ausgenutzt hat und Josef versucht hat zu verführen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Das heißt, Josef hat so in der Form nicht hingegeben, aber gleich hat es Konsequenzen gehabt, die eigentlich ja unfair waren, oder? Mega krass. Also du sprichst jetzt den nächsten Bibeltext an. Ich bin schon im nächsten. Ja, genau. Ich bin schon im nächsten, sorry. Wolltest du noch was dazu sagen? Nein, das ist super. Ja, lass uns so eine krasse Verbindung eben, oder? Lass uns magst du es einmal vorlesen, dann können wir da mal weitergehen. Potiphars Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Da packte sie ihn am Gewand. »Komm mit mir ins Bett«, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Da lief er schnell davon, doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen, sagte daneben Potiphars Frau. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Das heißt, Josef hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Absolut. Er hat ja selbst Potiphar wirklich in höchsten Tönen gelobt, gesagt, ich möchte mich nicht gegen Gott versündigen, ich möchte Potiphar nicht unrecht werden, ist weggelaufen und es hat ihn trotzdem in den Arsch gebissen. Und zwar andere Liga krass, oder? Ja, Wahnsinn, oder? Stell du dir vor, du arbeitest irgendwo, da kommt jemand und bekommt nicht das von dir, was er will und sorgt dafür, dass du ins Gefängnis kommst. Ja. Also nicht nur gefeuert wirst. Nein, oder nicht du gehst ins Loch. Sondern du gehst ins Gefängnis. Und zwar nicht damals nicht mit einem Fernseher, mit gutem Essen, mit Toilette, sondern... Ja. Also Josef war ein Sklave bei Potiphar und dann wurde es noch minder, obwohl er Gott an erster Stelle gesetzt hat. Ja, weil grundsätzlich als Sklave hast du das zu tun, was dein Master sagt, aber er hat ja kein schlechtes Leben gehabt. Ja. Also er hat ja viel Verantwortung gehabt und er hatte dementsprechend kein schlechtes Leben gehabt. Aber trotzdem war er ein Sklave und er hat so gesehen nicht viel freien Willen gehabt. Und jetzt fällt er aber wirklich, wirklich tief ins Gefängnis heim. Und was tut er? Das ist das Krasse, oder? Was tut er? Das ist das Krasse. Also diese Überwindung, der nächste Punkt ist einfach Überwindung von Hindernissen. Ja. Also wie können wir diese Hindernisse überwinden und einen Fokus darauf haben, wie wir uns trotzdem mit Integrität, mit harter Arbeit, mit Hingabe, mit der völligen Hingabe zu Gott da wieder
Ja, schaufeln genau. können. Und das würde mich jetzt wundernehmen im Chat. Es würde mich wundernehmen, wie es dir geht. Vielleicht hast du eine solche Situation auch schon gefaced oder eben vielleicht, wie es Pat am Anfang gesagt hat, kennst du eine Person, der es so ergangen ist? Kann ja auch sein. Dann schreib in den Chat und ja, das würde mich sehr interessieren, wie du wenn du eine solche Situation eben facen musstest, wie du damit umgegangen bist. Hast du schon mal eine solche Situation erlebt? Oder etwas Ähnliches? Ja, also muss ja nicht gleich so heftig sein. Ja, genau. Also im Gefängnis war ich noch nicht, und werde ich in Jesus' Name auch nie sein. Aber es hat jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Arbeit zu tun, so an sich, aber es sind, ich glaube, mir ist schon mal was passiert oder wo Entscheidungen getroffen wurden und ich die Konsequenz daraus ziehen musste, ohne dass ich was dafür konnte. Ich habe die Story schon ein paar Mal erzählt, aber bei uns war es halt einfach, dass während Covid haben meine Frau und ich in einem anderen Land gelebt und während Covid wurden Entscheidungen über unser Leben getroffen, über unser Visum getroffen, wofür wir nichts konnten, wo wir einfach wo wir im Prinzip das Land verlassen mussten. Es hatte was mit Covid letztendlich zu tun. Wie gesagt, wir sind nicht ins Gefängnis gekommen, oder wie auch immer. Es war jetzt nicht so schlimm, wie das hier bei Josef war, aber trotzdem, es hat ein sehr einschneidendes Erlebnis in unserem Leben gehabt von mir und meiner Frau. Und da einfach immer wieder zu schauen, okay, das ist jetzt die Realität, da stehen wir jetzt gerade. Okay, wie können wir uns jetzt auf Gott fokussieren und da einfach schauen, wie es da einfach weitergeht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Frau und ich, wir haben in dem anderen Land in einem Job gearbeitet, wo wir uns voll Gott hingegeben haben, wo wir wirklich Vollzeit Gottes Reich gebaut haben. Und wir sind dann an einen Punkt gekommen, wo wir zurück nach Europa mussten, aufgrund von Entscheidungen, die getroffen werden oder wurden und hatten keinen Weg mehr weiter. Und haben dann aber einfach gesagt, hey, wir wollen weiter Gottes Reich bauen und wir wollen weiter einfach schauen, wenn das jetzt der Weg zu Ende ist, wo geht es dann weiter, was ist der Weg? Und das ist so ein Punkt, wo wir in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent waren als die Schweiz, wir eine Bewerbung rausgeschickt haben und einen Job bekommen haben. Oh, das ist aber schön. Und vielen geht es ja nicht so. Das stimmt. Ja. Es stimmt. Mega schön. Das war einfach unsere Story, was krass war. Ja. Also es war hundertprozentig ein Wunder, was dort einfach passiert. Also deswegen sind wir auch hier, weil Gott da einfach die Tür und das macht ja auch Mut, dass Wunder geschehen. Voll. Das macht mega Mut. Ja, voll. Und wenn wir Josef seine Story angucken, es ist ja auch so, dass er natürlich, es hat länger gedauert, es war nicht so, es hat länger gedauert, aber er hat sich immer wieder auf Gott fokussiert und das war bei uns auch so. Meine Frau und ich haben auch ganz bewusst die Entscheidung getroffen, wo wir einfach gesagt haben, hey, wir wollen auf Gott vertrauen, dass er eine Tür öffnet und wir wollen uns einfach in sein Reich investieren. Das war für uns einfach... Da kann man auch sagen, dass Beharrlichkeit sich lohnt, oder? Ich glaube schon. Gell? Ich glaube schon, wenn man einfach dranbleibt bei Gott und ihn nicht loslässt. Genau, und sich voll auf ihn fokussiert und voll auf ihn vertraut, dass er die richtigen Türen aufmacht und er die falschen Türen irgendwo auch zumacht. Und dass unsere Entscheidung immer wieder sein muss, dass wir uns auf ihn vertrauen. Ja. Magst du beten voll gerne. Wirklich so für, dass Gott Wunder tut und dass wir uns nicht eben von ihm abwenden, sondern ihm noch beharrlicher anhängen. Come on. Ja, voll gerne. Jesus, du tust Wunder heute noch, großartige Wunder, Riesenwunder und gleichzeitig tust du nicht bei jedem ein Wunder. Und bei einigen Leuten braucht es lang, bei einigen geht es schneller. Aber worauf es letztendlich ankommt, Jesus, ist, dass wir uns auf dich vertrauen, dass wir uns auf dich fokussieren und auf Jesus, auf das schauen, was du machen möchtest, Jesus. Wenn wir Josef als Beispiel sehen, dann er hat nichts falsch gemacht, aber er ist letztendlich an diesem Punkt gekommen, wo er an einem Ort war, wo er nicht sein wollte, wo er ungerecht behandelt wurde und gleichzeitig hat er sich immer wieder auf dich fokussiert, hat immer wieder gesagt, aber Gott, ich vertraue dir. Und hat sich immer wieder
immer wieder auf dich fokussiert. Und Jesus, für die es jetzt gerade brauchen, möchte ich einfach zusprechen, dass Gott bei dir ist. Er sieht dich, er sieht deine Situation, er sieht, dass du betest, er sieht, dass du nachfragst, er sieht, dass du flehst, dass du weinst, er sieht, dass du an einem Ort bist, wo du nicht sein möchtest. Und ich weiß auch, dass er einen Weg dadurch hat. Ich, Pat, kann dir nicht sagen, wann das sein wird oder wie das aussehen wird. Aber Gott weiß es und Gott wird da sein und Gott wird sich durchtragen und Gott wird dich aus diesem Loch einfach wieder rausbringen. Ja. Genauso wie er Josef wieder rausgebracht hat. Ich glaube wirklich, dass Gott möchte, dass wir nicht nur überleben, sondern wirklich mit ihm ein Leben leben, das nach vorne geht. Jesus, ich spreche das einfach zu, sprich Segen aus über jeden, der das jetzt gerade braucht. Jesus, dass du der Überwinder bist, dass du Hindernisse wegräumst, aus dem Weg räumst. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil du gut durch uns bist, Jesus. In deinem Namen. Amen. Und ich spreche dir auch zu, dass du gesegnet bist, weil du deine Hoffnung auf den lebendigen Gott setzt. Und da kommen mir die Verse von Jeremia in den Sinn, wie es heißt, du bist wie ein Baum, der am Bach gepflanzt ist. Und auch wenn die Hitze kommt und eine Dürre kommt, deine Blätter werden nicht verwelken und es wird dir nicht schaden. Du setzt deine Hoffnung auf den lebendigen Gott und das wird dir zum Segen werden. Auch eben, wenn diese Durststrecke da ist, aber du bist gesegnet. Das spreche ich dir zu in Jesu Namen. Das spreche ich auch uns zu in Jesu Namen. Ja. Das ist gut. Ja. Weil letztendlich ich komme immer wieder zurück zu diesem Vers, weil das für mich so ausschlaggebend ist das, was Potiphar in Josef immer wieder gesehen hat, ist, dass der Herr bei ihm war. Amen. Das ist immer wieder krass. Das, was Josef immer wieder sich auf ihn fokussiert hat. Ja, und das zeigt mir auch, wie sehr dass Gott es liebt, wenn wir unser ganzes Vertrauen einfach ihm hingeben. Das ehrt ihn auch und er antwortet auf das. Bin ich so überzeugt. So gut. Mega schön. Und dann, ich meine, Josef hat beharrlich immer wieder auf Gott geschaut. Und dann in Vers 22 bis 23 steht, Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. So interessant, hey? Das ist einfach mega krass. Und da frage ich mich wirklich, war Josef der Einzige, der gerne gearbeitet hat? Ja, weißt du, irgendwie? Es könnte jetzt so rüberkommen. Ja. Ist ein Witz, natürlich nicht. Aber das ist eben krass, einfach wie dieser Gefängniswärter hat auch wieder dasselbe in Josef gesehen, eben dass er mit Gott connected war, dass da irgendetwas eben ist, was nicht normal ist. Ja. In seinem Umfeld. Ja. Und das hat Josef ausgestrahlt. Und das ist einfach mindblowing. Das ist krass, oder? Ja, das liebe ich. Also es bedeutet ja, dass nicht nur Potiphar das gesehen hat, sondern es bedeutet, dass Josef das ausgestrahlt hat. Ja, oder? Also definitiv. Das ist krass, ne? Hey, Josef hat wirklich ein Engagement gezeigt. Ja. Er hat wie du vorhin gesagt hast, er hat immer wieder die Hände aus den Hosentaschen gelangt, hat nie gesagt, jetzt gebe ich auf, jetzt bin ich am tiefsten Punkt. Ich meine, er hat so viele tiefe Punkte gehabt. Krass, eben. Wirklich, oder? Oder wenn wir die Geschichte zurückspulen, wenn wir wissen, woher das Josef kommt. Er war schon mal, Ich meine, das war ein Vatersöhnchen, das musst du dir mal geben. Ja. Der war immer im Haus, er hat mit den Brüdern die Schafe gehütet, aber er war zu Hause, er hat dort bei seinem Vater den schönsten Mantel bekommen, er war der Lieblingssohn, er war ein verhätscheltes, keine Ahnung, wie ich jetzt das nennen soll, oder? Machen wir nicht hier im Chat, aber einfach, er war eine ganz andere Nummer als das, was wir jetzt hier lesen von ihm. Wie
ist das möglich, habe ich mich gefragt. Das und vor allen Dingen, er hat irgendwo hier angefangen und dann war er im Loch, wirklich im Loch, also wirklich in einem Loch. Dann ist er irgendwie hochgekommen, zwar als Sklave, aber und dann war er im Gefängnis, also Noch wieder tiefer? im Loch, noch tiefer im noch Loch. tiefer. Und dann aber immer wieder ist er aufgestanden, hat gesagt, so Auch nicht. das zeugt von einem ganz tiefen Glauben und Vertrauen. Da Ja. kommen wir immer wieder auf dasselbe zurück. Und das möchte ich mir einfach selber auch immer wieder zusprechen, weil ich weiß nicht, was mit meinem Leben oder was in meinem Leben noch kommen wird. Ich weiß nicht, mit was ich mich noch facen muss in meinem Leben. Weil ich jetzt einen Job habe, heißt das noch lange nicht, dass das in den nächsten Jahren so sein wird. Ich habe keine Ahnung grundsätzlich. Aber das möchte ich möchte mich wirklich an diesem Josef festhalten und einfach wissen, hey, egal was kommen mag, diesen lebendigen Gott lasse ich keine einzige Sekunde los und das sollen alle anderen sehen. Come on. Und ich glaube, das ist wirklich dieser rote Faden, der sich bei uns auch im Gespräch durchzieht und auch in den Gebeten, aber auch hier in den Versen durchzieht, ist einfach, dass es um Gott geht. Es geht darum, dass Josef nicht ein besonderer Mensch war, obwohl er das sicherlich war. Ja, er war nicht super heilig, oder? Eben, er war jetzt nicht... Er wurde geschliffen von Gott. Das hat ja Leo in der Message letzten Sonntag so krass, wenn du die Message noch nicht gesehen hast von Leo, dann schau die dir unbedingt noch an von letzten Sonntag. Ja. Er hat diesen Josef geschliffen. Ja. Leo hat es ja gebracht mit diesem Meißel oder mit diesem Marmorstein, der dann die David-Figur rausgemeißelt wurde. Ja. Das ist wirklich, also eben, andere Liga. Er wurde halt wirklich geschliffen und das ist eben der Punkt. Er war nicht, also er war bestimmt besonders talentiert. Aber also was nicht zu ihm gehört hat, wurde rausgehauen. Genau, jetzt habe ich es. Und das ist eben der Punkt. Er hat sich immer wieder auf Gott fokussiert und hat das als das Zentrum seines Lebens gebracht. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, den wir weitergeben wollen, ist, dass es darum geht, dass wir uns immer wieder auf Gott fokussieren, dass wir die Hände aus den Hosentaschen nehmen und sagen, okay, ich möchte Integrität haben, ich möchte hart arbeiten, ich möchte eine fundierte, auf Gott fundierte Ethik haben, Lebensethik haben, die einfach auf der Bibel fokussiert ist, und ich möchte auch eine gute Arbeitsethik haben. Unbedingt, das ist matchentscheidend, oder? Weil er hat sich immer wieder auf Gott fokussiert und das ist das, was Potiphar und auch der andere gesehen hat, der Gefängniswärter gesehen hat. Aber er hat Josef so vertrauen können, dass er nicht mehr schauen musste, dass beide nicht mehr schauen mussten, was darauf zeigt, dass er erstens Gott vertrauen hat und zweitens eine gute Arbeitsethik hat, sich wirklich zu investieren. Und das ist das Resultat, weil er eben Gott liebte. Voll. Genau. So gut. Hey, ich habe das Gefühl, wir haben dafür schon gebetet. Eigentlich. Ja, also genau. auch, wir haben das schon, ich glaube, wir wollen noch einen letzten Punkt machen. Aber bevor wir diesen letzten Punkt machen, weil der letzte Punkt doch nochmal ein bisschen spezieller ist, der Fokus von dem, worüber wir uns heute unterhalten, ist, dass es darum geht, uns auf Gott zu fokussieren. Es geht wirklich darum, immer wieder zurückzukommen in unserer Arbeitsstelle, in unserem vielleicht Suchen nach der Arbeitsstelle, vielleicht oder auch, wenn du zu Hause mit den Kindern bist oder wenn du dich wie die eine Dame sich um den Mann kümmert, dass wir immer wieder sagen, hey, es geht darum, dass wir uns auf Gott fokussieren und ihn an erste Stelle stellen, genauso wie Josef das gemacht hat. Oder? Ja. Hey, wir haben noch einen letzten Punkt, den wir gerne weitergeben möchten. Und zwar, was ganz, ganz stark bei Josef rauskam, lesen wir in 1. Mose 39, Vers 23. Es steht, der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Das kennen wir auch von Potiphar, der hat es nämlich genauso gesagt. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Josef hatte einfach eine Zuverlässigkeit und eine Hingabe, sich einfach voll in die Rolle reinzuversetzen und sich und voll eine Führung an den Tag zu legen, die gesehen wurde und wo er auch die Führung den Menschen gibt und dass man ihm voll vertrauen konnte. Ja. Jetzt ist es so, dass
ich glaube, dass nicht jeder Mensch zur völligen Leiterschaft berufen ist. Also Josef war hier jetzt wirklich ein absoluter Leiter, der immer wieder Menschen geleitet hat und für Dinge verantwortlich war. Und das ist für Josef mega gut, aber ich glaube nicht, dass jeder genau so wie Josef berufen war, dass wir alle so berufen sind. Ich glaube, dass wir alle unsere Bereiche in unserem Leben haben, wo wir Verantwortung übernehmen können und dieses Prinzip, das da einfach rauskommt, dass wir das auch mit reinnehmen wollen und auch mit reinnehmen sollen. Aber den Punkt, den ich jetzt einfach, der mir hier einfach wichtig ist, ist, dass wenn du dich als Leiter fühlst, wenn du in einer Führungsposition bist, und das kann bedeuten, dass du ein CEO von 3 Millionen Menschen bist oder dass du zu Hause deine Kinder leitest. Also ich will da gar nicht eine Wertung ablegen, weil beides genau gleich wichtig ist. Mir geht es einfach darum, dass wenn du in dieser Führungsposition bist, wo du Menschen leitest, dass wir ein Fokus darauf haben, wie Josef es hatte, dass er immer wieder eine völlige Hingabe hatte, dass er in Krisenzeiten sich gut darauf fokussieren konnte, was wichtig ist, um dann auch wieder fortzusetzen, was natürlich wieder mit Gott zu tun hat. Er hat eine Vision von Gott bekommen und dann hat er in den 7 guten Jahren sich auf die 7, oder nicht nur sich, sondern das ganze Land auf die 7 schlechte Jahre vorbereitet. Aber was mir auf dem Herzen liegt, ist jetzt einfach für dich zu beten, wenn du in dieser Position bist. Das ist gut. Unbedingt. Ja. Einfach, dass du, wofür ich beten möchte, ist, und da kannst du jetzt einfach, wo auch immer du bist, und wenn du dich einfach angesprochen fühlst, dann ist das Gebet einfach für dich. Es will einfach dafür beten, dass du in der Führungsposition, in der du bist, dass du dort eine Hingabe hast, wie Josef es hatte, dass du eine Vision hast, wie Josef es hatte, und dass du eine Weitsicht hast, wie Josef es hatte, dass du eine Orientierung hast, eine Zuversicht schaffen kannst für die Menschen, die du leitest, und dass du Veränderung reinbringen kannst, die so Veränderung bringt, wie Gott es letztendlich hat. So wie Josef diese 7 guten Jahre nutzte, um auf die 7 schlechte Jahre sich vorzubereiten, dass sie nicht nur ihr Land sich nicht nur um ihr Land kümmern konnten, sondern auch um andere Leute drumherum kümmern konnten. Das ist die Weitsicht, die Josef hatte, und diese Weitsicht möchte ich dir einfach zusprechen. Dass du ein Gottvertrauen hast, dass du ein Vertrauen hast, das auf Jesus fundiert ist, und dass diese Führung, die du in deiner Leiterschaft an den Tag bringen kannst, dass die basiert ist auf diesem Fundament, das sich Jesus nennt, dass du eine Weitsicht einfach in dem Ganzen hast. Amen. Und ich möchte jetzt einfach auch noch alle Eltern segnen, alle Väter und alle Mütter, weil ihr seid Leiter. Ja. Ihr seid Leiter der kleinsten Gemeinde eurer Familie. Und dass ihr einfach diese Leiterschaft auch wahrnehmt und erkennt und merken dürft, wie wichtig dass diese Leiterschaft ist, dass Familie geleitet wird, dass Kinder geleitet werden, dass Orientierung gegeben wird, dass Sicherheit gegeben wird. Ich danke dir, Jesus, dass du auch da einfach wieder Männer oder sagen wir Ehemänner und Ehefrauen, dass du hier wieder eine Sicht schenkst, wie wichtig es ist, dass Familie geleitet wird. Und ich bitte dich vor allem auch für Ehepaare, dass sie eine Einheit sind in dieser Leiterschaft, dass sie einander unterstützen in dieser Leiterschaft, sodass gesunde Familien aufblühen können. Und ja, ich danke dir einfach, dass du das schenkst, dass du das schaffst und dass du dieses Bewusstsein neu wieder in die Welt hinaus sprühst. Genau. Amen. Amen. Hey, wir sind am Ende der Stunde. Schnell gegangen. Verrückt, oder? Verrückt. Ja. Hey,
Ich möchte eine Sache noch kurz weitergeben, und zwar sind wir am Anfang des Jahres jetzt gerade und wir sind in der Josef-Serie jetzt einfach drin. Bleibt dran, die nächsten paar Tage werden wir noch den Online-Gebetsabend hier im Studio haben und über die nächsten Sonntage reden wir ebenfalls über das Thema Josef. Leo wird uns da weiter mit reinnehmen in das Thema Josef und das vertiefen. Deswegen bleibt dran, lass uns da einfach gemeinsam schauen, was Gott durch diese Season, gerade Anfang des Jahres, jetzt einfach tun möchte, weil ich glaube, dass er einfach ein neues, ich würde fast sagen, ein neues Mandat oder ein neues Fundament legen möchte, wirklich sein Königreich hier auf Erden mit reinzubringen, so wie Josef das getan hat. Deswegen mega schön, dass du dabei bist in dem Ganzen. Genau. Hey, Isa, vielen Dank dir für deine Zeit. Pet. Danke dir, dass du dabei warst. Richtig schön im Chat euch zu verfolgen. Es ist schön, einfach zu sehen, wie cool diese Community geworden ist. Ich liebe das. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.